so ein bisschen seine Idee. Gut, dann haben wir noch etwas gehört, wieder mal von der FDP. Die FDP ist ja die Partei mit diesen wunderschönen Plakaten, die eigentlich sehr text- und sehr message-lastig sind. National auch und auch lokal. Und jetzt im Zürcher Kantonswahlkampf hat jetzt die FDP Meilen auch so Plakate veröffentlicht. Die haben einen kleinen Mangel, man könnte die vielleicht schnell anschauen. Das eine Plakat, das heisst, wollen Sie, und dann hat es jetzt so einen Abstand, dass die Sozialwerke finanzierbar bleiben, nicht? Dann wählen Sie Politiker, die rechnen können. Nicht? Dort oben fehlt doch ein Komma, wollen Sie? Ja, und wo ist das Komma? Das Komma haben sie nicht einfach weggelassen, die FDP, sondern sie haben es beim nächsten Plakat drin da, oder? Wollen Sie Persönlichkeiten, Komma und eine Partei? Oder einfach, also... Ja gut, aber also unter dem Strich muss man jetzt nicht kleinlich tun. Per Saldo hat es genug Komma. Einfach am falschen Ort, oder? Ja. Und vielleicht müsste man nicht schreiben, wählen Sie Persönlichkeit mit Leistungsausweis, sondern wählen Sie Persönlichkeiten mit Primarschulbildung. Oder wäre vielleicht möglicherweise. Also auch die nationale Partei muss natürlich aufpassen. Wir haben ein Wahljahr, also wir müssen aufpassen, dass jetzt keine Fehler passieren, wo natürlich jetzt... aber ich habe das Gefühl, das haben sie im Griff. Gut, es ist natürlich jetzt auch die Partei, die gegen für Deregulierung ist, gegen staatliche Vorschriften und von Meilen von der FDP aus dort die Verantwortlichen haben gesagt, es hätten jetzt 10 Leute hätten den Fehler nicht bemerkt, oder? Und das ist ihnen ja national auch passiert. Da, wo es Johann Schneider-Ammann lanciert haben, oder, sind es auch 10 Leute gewesen, und den Fehler haben sie auch erst später bemerkt. Aber okay, da sollen wir jetzt nicht drauf rumhacken, finde ich jetzt. Also, ich habe die Position der Schweiz erklärt und präzisiert, dass das Bankgeheimnis nicht verhandelbar ist. Okay, gut. Also, es gibt ja jetzt... wir müssen jetzt ja vertrauen an unserer Führung. Unserer Landesführung müssen wir jetzt vertrauen, an unserem Bundesrat. Und ich habe das grösste Vertrauen an unseren Wirtschaftsminister, ehrlich gesagt, an Herrn Johann Schneider-Ammann, der einfach wirklich das gesagt hat, was man jetzt machen muss. Also, können wir das vielleicht mal schnell anschauen. Er hat gesagt, es braucht kleine Massnahmen, die viel ausmachen. Auf die Idee muss mal jemand kommen. Kleine Massnahmen, die viel ausmachen. Das gilt überall, das gilt in der Technik, in der Wirtschaft, beim Sex gilt das. Kleine Massnahmen, auch dort, wo viel ausmachen. Dass da nicht schon früher mal jemand drauf gekommen ist, ja, oder? Das ist schon... ja, aber gut, das ist jetzt so ein bisschen im Allgemeinen, oder? Hat er denn noch etwas Konkretes gesagt? Ja, er ist, auch wenn er dann muss, ist er dann einmal ein Meister des Konkreten. Einfach auf seine Art. Hören wir mal zu. Für unsere Wirtschaft ist ein Kurs bei 1,10 eine sehr große Herausforderung. Damit habe ich Ihre Frage nicht beantwortet, aber ich kann und will sie auch nicht beantworten. Jawohl, das ist unsere Landesführung jetzt. Nicht? Ich meine, in der langen Pause, die er gemacht hat, ist ja der Euro gerade noch mal 5 Rappen runtergegangen. Auf das schweizerische Bankgeheimnis kann ich allerdings voraussagen, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Es steht nämlich nicht zur Disposition. Ich möchte noch sagen, dass ich das nicht als Rettung sehe, sondern es ist eine vorausschauende Massnahme, damit es eben nicht zu einem schlimmen Fall kommt. Und das muss man immer dann machen, wenn man es noch machen kann. Was heisst, Sie sehen es nicht als Rettung? Es ist ein Rettungsplan, oder? Das hätten Sie ja nicht gebraucht. Ich heisse Roger und ich komme aus Bern. Als ich klein war, hat mir die Mutter gerne gesagt, du bist so ein begabter Bub, aus dir wird mal etwas. Mein Papi hat mir ein Studium an der HSG gezahlt und dann habe ich als Broker bei einer Grossbank gearbeitet. Jetzt bekomme ich plötzlich keinen Bonus mehr. Der Porsche haben sie mir weggenommen und ich muss zusammen mit fremden Leuten auf die Arbeit fahren. In der 9. Pause müssen wir Sushi essen, weil der Kaviar nicht mehr drinnen liegt. Zum Glück hat World Vision für mich einen Paten aus der Schweiz gefunden. Helfen auch Sie und übernehmen Sie jetzt eine Patenschaft.
meine Frage. Ja. Was will die Nationalbank machen? Ja, die Nationalbank wird nicht darum herumkommen, im Devisenhandel eine Grenze vorzugeben, was heisst, bis da und nicht weiter. Da dürfen ihr eure Spiele machen, da dürfen ihr rumspekulieren, aber weiter dürfen ihr nicht. Das Herr hilft Anwalt, ja. Sie müssen sich abfinden, das Leben ist nicht fair. Und nicht erst seit gestern, sondern seit ein paar tausend Jahren. Es geht nicht um das. Sondern es geht doch, Sie haben gesagt fair. Es gibt kein Fair in der Wirtschaft. Gut. Oh, ihr macht mich alle verrückt! Er ist, auch wenn er dann muss, ist er dann auch mal ein Meister des Konkreten. Einfach auf seine Art. Hören wir mal schon zu. Für unsere Wirtschaft ist ein Kurs bei 1,10 eine sehr große Herausforderung. Damit habe ich Ihre Frage nicht beantwortet, aber ich kann und will sie auch nicht beantworten. Jawohl, das ist unsere Landesführung jetzt. Nicht? Ich meine, in der langen Pause, die er gemacht hat, ist ja der Euro gerade noch mal auf 5 Rappen runtergegangen. Auf das schweizerische Bankgeheimnis kann ich allerdings voraussagen, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Es steht nämlich nicht zur Disposition. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich das nicht als so ein bisschen seine Idee. Gut, dann haben wir noch etwas gehört wieder einmal von der FDP. Die FDP ist ja die Partei mit diesen wunderschönen Plakaten, die eigentlich sehr text- und sehr message-lastig sind. National auch und auch lokal. Und jetzt im Zürcher Kantonswahlkampf hat jetzt die FDP Meilen auch so Plakate veröffentlicht. Die haben einen kleinen Mangel, man könnte die vielleicht schnell anschauen. Das eine Plakat, das heisst, wollen Sie, und dann hat es jetzt so einen Abstand, dass die Sozialwerke finanzierbar bleiben, nicht? Dann wählen Sie die Politiker, die rechnen können. Nicht? Dort oben fehlt doch ein Komma, wollen Sie? Ja, und wo ist das Komma? Das Komma haben sie nicht einfach weggelassen, die FDP, sondern sie haben es beim nächsten Plakat drin da, oder? Wollen Sie Persönlichkeiten, Komma und eine Partei? Also Ich habe die Position der Schweiz erklärt und präzisiert, dass das Bankgeheimnis nicht verhandelbar ist. Okay, gut. Also, weißt, es gibt ja jetzt, wir müssen jetzt ja vertrauen unserer Führung. Unserer Landesführung müssen wir jetzt vertrauen, unserem Bundesrat. Und ich habe das grösste Vertrauen an unseren Wirtschaftsminister, ehrlich gesagt, an Herrn Johann Schneider-Ammann, der einfach wirklich das gesagt hat, was man jetzt machen muss. Also, können wir das vielleicht mal schnell anschauen. Er hat gesagt, es braucht kleine Massnahmen, die viel ausmachen. Auf die Idee muss mal jemand kommen. Kleine Massnahmen, die viel ausmachen. Das gilt überall, das gilt in der Technik, in der Wirtschaft, beim Sex gilt das. Kleine Massnahmen, auch dort, wo viel ausmachen. Dass da nicht schon früher mal jemand drauf gekommen ist, ja, oder? Das ist schon... ja, aber gut, das ist jetzt so ein bisschen im Allgemeinen, oder? Hat er denn noch etwas Konkretes gesagt? Ja, Rettung gewesen, sondern es ist eine vorausschauende Massnahme, damit es eben nicht zu einem schlimmen Fall kommt. Und das muss man immer dann machen, wenn man es noch machen kann. Das heisst, Sie sehen es nicht als Rettung. Es ist ein Rettungsplan, oder? Das hätten Sie ja nicht gebraucht. Ich heisse Roger und ich komme aus Bern. Als ich klein war, hat mir die Mutter gerne gesagt, du bist so ein begabter Bub, aus dir wird mal etwas. Mein Papi hat mir ein Studium an der HSG gezahlt und dann habe ich als Broker bei einer Grossbank gearbeitet. Jetzt bekomme ich plötzlich keinen Bonus mehr. Der Porsche haben sie mir weggenommen und ich muss zusammen mit fremden Leuten auf die Arbeit fahren. In der 9. Pause müssen wir Sushi essen, weil der Kaviar nicht mehr drinnen liegt. Zum Glück hat World Vision für mich einen Paten aus der Schweiz gefunden. Helfen auch Sie und übernehmen Sie jetzt eine Patenschaft. Oder einfach, also,
Ja gut, aber also unterm Strich muss man jetzt nicht kleinlich tun. Per Saldo hat es genug Komma. Einfach am falschen Ort, oder? Ja. Und vielleicht müsste man nicht schreiben, wählen Sie Persönlichkeit mit Leistungsausweis, sondern wählen Sie Persönlichkeiten mit Primarschulbildung. Oder wäre vielleicht möglicherweise. Also auch die nationale Partei muss natürlich aufpassen. Wir haben ein Wahljahr, also wir müssen aufpassen, dass jetzt keine Fehler passieren, wo natürlich jetzt... aber ich habe das Gefühl, das haben sie im Griff. Gut, es ist natürlich jetzt auch die Partei, die gegen Regulierung, also für Deregulierung ist, gegen staatliche Vorschriften und von Meilen von der FDP aus dort die Verantwortlichen haben gesagt, es hätten jetzt 10 Leute hätten den Fehler nicht bemerkt, oder? Und das ist ihnen ja national auch passiert. Da, wo es den Johann Schneider-Ammann lanciert haben, oder, sind es auch 10 Leute gewesen, und den Fehler haben sie auch erst später bemerkt. Aber okay, das sollen wir jetzt nicht drauf rumhacken, finde ich jetzt. Wollen Sie, und dann hat es jetzt so einen Abstand, dass die Sozialwerke finanzierbar bleiben, nicht? Dann wählen Sie die Politiker, die rechnen können. Nicht? Dort oben fehlt doch ein Komma. Wollen Sie? Ja, und wo ist das Komma? Das Komma haben sie nicht einfach weggelassen, die FDP, sondern sie haben es beim nächsten Plakat drin da, oder? Wollen Sie Persönlichkeiten, Komma und eine Partei? Also Ich habe die Position der Schweiz erklärt und präzisiert, dass das Bankgeheimnis nicht verhandelbar ist. Okay, gut. Also, weißt, es gibt ja jetzt... wir müssen jetzt ja vertrauen unserer Führung. Unserer Landesführung müssen wir jetzt vertrauen, unserem Bundesrat. Und ich habe das grösste Vertrauen an unseren Wirtschaftsminister, ehrlich gesagt, an Herrn Johann Schneider-Ammann, der einfach wirklich das gesagt hat, was man jetzt machen muss. Also, können wir das vielleicht mal schnell anschauen. Er hat gesagt, es braucht kleine Massnahmen, die viel ausmachen. Auf die Idee muss mal jemand kommen. Kleine Massnahmen, die viel ausmachen. Das gilt überall, das gilt in der Technik, in der Wirtschaft, beim Sex gilt das. Kleine Massnahmen, auch dort, wo viel ausmachen. Dass da nicht schon früher mal jemand drauf gekommen ist, ja. Oder? Das ist ja. Aber gut, das ist jetzt so ein bisschen im Allgemeinen, oder? Hätte er noch etwas Konkretes gesagt? Ja, Rettung gewesen, sondern es ist eine vorausschauende Massnahme, damit es eben nicht zu einem schlimmen Fall kommt. Und das muss man immer dann machen, wenn man es noch machen kann. Das heisst, Sie sehen es nicht als Rettung. Es ist ein Rettungsplan, oder? Das hätten Sie ja nicht gebraucht. Ich heisse Roger und ich komme aus Bern. Als ich klein war, hat mir die Mutter gerne gesagt, du bist so ein begabter Bub, aus dir wird mal etwas. Mein Papi hat mir ein Studium an der HSG gezahlt und dann habe ich als Broker bei einer Grossbank gearbeitet. Jetzt bekomme ich plötzlich keinen Bonus mehr. Der Porsche haben sie mir weggenommen und ich muss zusammen mit fremden Leuten auf die Arbeit fahren. In der 9. Pause müssen wir Sushi essen, weil der Kaviar nicht mehr drinnen liegt. Zum Glück hat World Vision für mich einen Paten aus der Schweiz gefunden. Helfen auch Sie und übernehmen Sie jetzt eine Patenschaft. Oder einfach also... Ja gut, aber also unterm Strich muss man jetzt nicht kleinlich tun. Per Saldo hat es genug Komma. Einfach am falschen Ort, oder? Ja. Und vielleicht müsste man nicht schreiben, wählen Sie Persönlichkeit mit Leistungsausweis, sondern wählen Sie Persönlichkeiten mit Primarschulbildung. Oder wäre vielleicht möglicherweise. Also auch die nationale Partei muss natürlich aufpassen. Wir haben ein Wahljahr, also wir müssen aufpassen, dass jetzt keine Fehler passieren, wo natürlich jetzt... aber ich habe das Gefühl, das haben sie im Griff. Gut, es ist natürlich jetzt auch die Partei, die gegen Regulierung, also für Deregulierung... Damit habe ich Ihre Frage nicht beantwortet, aber ich kann und will sie auch nicht beantworten. Jawohl, das ist unsere Landesführung jetzt. Nicht? Ich meine, in der langen Pause, die er gemacht hat, ist ja der Euro gerade noch mal 5 Rappen runtergegangen. Auf das schweizerische Bankgeheimnis kann ich allerdings voraussagen, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Es steht nämlich nicht zur Disposition. Ich möchte noch sagen, dass ich das nicht als Rettung sehe, sondern es ist eine vorausschauende Massnahme, damit es eben nicht zu einem schlimmen Fall kommt. Und das muss man immer dann machen, wenn man es noch machen kann. Das heisst, Sie sehen es nicht als Rettung. Es ist ein Rettungsplan, oder? Das hätten Sie ja nicht gebraucht. Ich heisse Roger und ich komme aus Bern. Als ich klein war, hat mir die Mutter gerne gesagt, du bist so ein begabter Bub, aus dir wird mal etwas.
Mein Papi hat mir ein Studium an der HSG gezahlt und dann habe ich als Broker bei einer Grossbank gearbeitet. Jetzt bekomme ich plötzlich keinen Bonus mehr. Den Porsche haben sie mir weggenommen und ich muss zusammen mit fremden Leuten auf die Arbeit fahren. In der 9. Pause müssen wir Sushi essen, weil der Kaviar nicht mehr drinnen liegt. Zum Glück hat World Vision für mich einen Paten aus der Schweiz gefunden. Helfen auch Sie und übernehmen Sie jetzt eine Patenschaft. Meine Frage war, was will die Nationalbank machen? Ja, die Nationalbank wird nicht darum herumkommen, im Devisenhandel eine Grenze vorzugeben, was heisst, bis da und nicht weiter. Da dürfen ihr eure Spiele machen, da dürfen ihr rumspekulieren, aber weiter dürfen ihr nicht. Das hilft ja. Sie müssen sich abfinden, das Leben ist nicht fair. Und nicht erst seit gestern, sondern seit ein paar tausend Jahren. Ja. Es geht nicht um das. Sondern es geht Doch, Sie haben gesagt fair. Es gibt kein Fair in der Wirtschaft. Gut. Oh, ihr macht mich alle verrückt! Er ist, auch wenn er dann muss, ist er dann einmal ein Meister des Konkreten. Einfach auf seine Art. Hören wir mal schon zu. Für unsere Wirtschaft ist ein Kurs bei 1,10 eine sehr große Herausforderung. Damit habe ich Ihre Frage nicht beantwortet, aber ich kann und will sie auch nicht beantworten. Jawohl, das ist unsere Landesführung jetzt. Nicht? Ich meine, in der langen Pause, die er gemacht hat, ist ja der Euro gerade noch mal auf 5 Rappen runtergegangen. Auf das Schweizer Massnahmen, die viel ausmachen. Auf die Idee muss mal jemand kommen. Kleine Massnahmen, die viel ausmachen. Das gilt überall. Das gilt in der Technik, in der Wirtschaft, beim Sex gilt das. Kleine Massnahmen, auch dort, wo viel ausmachen. Dass da nicht schon früher mal jemand drauf gekommen ist. Ja, oder? Das ist schon... ja. Aber gut, das ist jetzt so ein bisschen im Allgemeinen, oder? Hat er denn auch etwas Konkretes gesagt? Ja, er ist, auch wenn er dann muss, ist er dann einmal ein Meister des Konkreten. Einfach auf seine Art. Hören wir mal schon zu. Für unsere Wirtschaft ist ein Kurs bei 1,10 eine sehr große Herausforderung. Damit habe ich Ihre Frage nicht beantwortet, aber ich kann und will sie auch nicht beantworten. Jawohl, das ist unsere Landesführung jetzt. Nicht? Ich meine, in der langen Pause, die er gemacht hat, ist ja der Euro gerade noch mal auf 5 Rappen runtergegangen. Auf das schweizerische Bankgeheimnis kann ich allerdings voraussagen, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Es steht nämlich nicht zur Disposition. Ich möchte noch sagen, dass ich das nicht als Rettung sehe, sondern es ist eine vorausschauende Massnahme, damit es eben nicht zu einem schlimmen Fall kommt. Und das muss man immer dann machen, wenn man es noch machen kann. Das heisst, Sie sehen es nicht als Rettung. Es ist ein Rettungsplan, oder? Das hätten Sie ja nicht gebraucht. Ich heisse Roger und ich komme aus Bern. Als ich klein war, hat mir die Mutter gern gesagt, du bist so ein begabter Bub, aus dir wird mal etwas. Mein Papi hat mir ein Studium an der HSG gezahlt und dann habe ich als Broker bei einer Grossbank gearbeitet. Jetzt bekomme ich plötzlich keinen Bonus mehr. Den Porsche haben sie mir weggenommen und ich muss zusammen mit fremden Leuten auf die Arbeit fahren. In der 9. Pause müssen wir Sushi essen, weil der Kaviar nicht mehr drinnen liegt. Zum Glück hat World Vision für mich einen Paten aus der Schweiz gefunden. Helfen auch Sie und übernehmen Sie jetzt eine Patenschaft. Meine Frage war, was will die Nationalbank machen? Ja, die Nationalbank wird nicht darum herumkommen, im Devisenhandel eine Grenze vorzugeben, was heisst, bis da und nicht weiter. Da dürfen ihr eure Spiele machen, da dürfen ihr rumspekulieren, aber weiter dürfen ihr nicht. Das hilft ja. Sie müssen sich abfinden, das Leben ist nicht fair. Und nicht erst seit gestern, sondern seit ein paar tausend Jahren. Ja. Es geht nicht um das. Sondern es geht Doch, Sie haben gesagt fair. Es gibt kein Fair in der Wirtschaft. Gut.